Hallo ihr liebe Leid, hier ist der Yankee mit dem neuen Let's Play und zwar Let's Play Outlast. Uff, pelzig. Mich schüttelt sie jetzt schon ohne Witz. Ich habe hier alles duster gemacht. Es ist nur noch das Licht von meiner Facecam, die über der Computer läuft, rechts zu sehen und es wird richtig bitter. Aber bevor wir ins Hauptmenü gehen, müssen wir auch hier die Lichteffekte anpassen. Ich weiß. Ich würde mich ja ganz gerne noch richten. Wenn ich mich dann noch richten müsste, dann wäre es die Einstellung hier. Aber da es ein Let's Play ist, machen wir es mal auf mittlere Lichtstärke. Ich denke, das kennen wir so auch nicht mehr. Hui. Ich bin gespannt wie Boller. Ich muss aber auch sagen, das lief jetzt nicht auf Wunsch von meiner Abonnente oder ähnliches. Das lief wirklich auf meinen expliziten Wunsch hier, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt echt viele Survival-Horror- und Horrorspiele gemacht. Und was wäre ein Kanal ohne die Königsdisziplin Outlast? Dem Ganze stelle ich mich jetzt auch absolut allein und auf eigenes, besseres Nichtwissen, würde ich wohl sagen. Und ich wage mich hier in die Materie rein. Wir fangen auch sofort mit dem neuen Spiel an. Normal, schwieriger, Albtraum, Wahnsinn. Genau. Machen wir normal, wenn es leicht gibt. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst und die anderen Journalisten einen großen Bogen machst, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Das ging doch hervorragend schon mal. Und nicht steht ach Sarah? Ja. Das fangen wir doch gleich mal an. Meine Fresse. Ich bin echt aufgeregt, muss ich sagen. Und ihr seht mich auch immer nur so halbseite beleuchtet. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ich habe mich auch bewusst entschlossen, kein nächstes Mal und letztes Mal zu machen. To attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters. Okay, wir können uns umgucken. Seems the Arapaho Park services will be spraying for an infestation of Und da ist er. But do keep all pets and children indoors between. Presseausweis hängt am Rückspiegel. Und ja, wie gesagt, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass man kein nächstes Mal und letztes Mal zu machen. Jeder, der es bei mir verfolgt, Mount Massive Asylum. Jeder, der es bei mir verfolgt, der wird auch dranbleiben und wird die vorige Folge gesehen haben. Und wenn nicht, guckt er sich halt die letzte an. Ganz einfach. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nur damals das legendäre Let's Play von Gronkh gesehen. Hab aber, wenn man so Let's Play guckt, auch wirklich die ganzen Details und so vergessen. Das heißt, es ist für mich eine blinde Reise. Und ich habe nur damals mal das Let's Play von Gronkh gesehen, das absolut legendär war. Die Akte, 17. September 2013, von schlagmichtot@mutemail.com an milesupshur@gmail.com. Betreff Tipp, illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Ich glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und das ist unsere einzigste getreue Waffe hier in dem Spiel. Die Kamera. Zack, ja. Ja, wir können uns hier so lustig umgucken mit dem Ding. Und können... Ah, das macht er jetzt von sich aus. Und hier haben wir die Nachtsicht. Okay.
Noch brauche ich mal 5 Lagen Windeln, die ich trage nicht. Ihr seht ja glücklicherweise nicht, dass ich auf so einem Klostuhl sitze. Ne, Quatsch. Deine Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Dort findest du die Notizen und gesammelten Dokumente. Ah, hier haben wir's. Okay, auf der Touchfläche. Notizen, da hatten wir noch nichts. Dokumente, da hatten wir der Informant. Wer macht hier der wieder zu? Hallo? Mit L2 kann ich mich noch links kippen, mit R2 kann ich mich noch rechts kippen. Mit L2 passiert noch nichts. Mit R1 habe ich hier das Dingens. Mit X springe ich. Mit V wechsle ich die Batterie. Jetzt habe ich einfach mal eine verschwendet. Mit Kreis ducke ich mich. Mit Viereck weiß ich nicht. Mit X springe ich. Kann ich den Nachtmodus wechseln? Ah, mit R3 kann ich den Nachtmodus wechseln. Okay, alles klar. Boah, der geht aber ganz schön flach runter hier, der Kerl. Haben wir doch noch irgendwas Schickes? So haben wir nix. Ich muss mich erst noch an die Steuerung gewöhnen, muss ich sagen. Es ist noch etwas ungewohnt, das Ganze. Komme ich hier nicht rein, oder? Passwort. Okay. Lauter lustige Zeichnungen. Ich glaube, der Zöllner war noch der normalste Mensch hier in dem Saftlader. So kommen wir mal nicht rein. Da finden wir auch nichts. Ich würde eigentlich lieber dort drin bleiben, um ganz ehrlich zu sein. Ich wollte jetzt nicht nachts in die ihre Anstalt reingehen. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Ne, da können wir auch nichts machen. Ich weiß noch nicht, was unsere Aktionstaste ist. Das ist vielleicht Viereck oder... Ne, die R-Taste, die 2er-Taste. Drücke Viereck, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte Viereck gedrückt, um dich vorwärts... Okay. Okay, so macht er das schnell. R1, um deinen Camcorder bereit zu machen. Ereignis aufgenommen. Gucken wir da mal rein. Nervenheilanstalt. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric, ich habe doch echte Probleme damit, Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit aus Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischen Boden. Was sie auch immer an diesem Ort herausschlagen wollen. Es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Reizender Typ. Ich finde unseren Typ, den wir hier jetzt schon spielen, äußerst sympathisch. Gucke ich mich da ein bisschen um. Wie man rennen kann, wurde uns noch nicht gesagt. Ah doch, mit L1 renne ich. Er hat glücklicherweise keinen Ausdauerbalken oder so. Dann passt das. Ja, ich muss auch noch dazu sagen, ihr liebe Leute, wo es jetzt noch relativ harmlos ist. Outlast ist halt echt abartig, das muss man dazu sagen. Nach dem, was ich so alles gesehen habe bei dem Let's Play, es ist abartig und ich werde erschrecken und ich werde kreischer, das weiß ich jetzt schon. Und ich brauche was Schönes als Gegenprojekt, als Ausgleichsprojekt und habe mich entschlossen, Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig noch zu machen. Der sehen hat dann direkt hier auf meinem Kanal am selben Tag wie heute. Das ist das Ausgleichsprojekt, dass ich auch mal was Schönes habe. Ich habe mich entschlossen, dass ich das wirklich brauche und dass ich halt auch 2 neue Spiele machen will. Und es muss einfach sein. Ich brauche den Ausgleich. Okay, hier sind noch... Dann welche Sache da? Panzerwache? Sieht heftig aus. Also, da ich schon ein bisschen weiß, was du jetzt auf uns wart, Kerl, ich wäre an deiner Stelle sofort umgedreht und weg. Mount Massive Asylum. Das macht nix. Das kann er nicht aufmachen. Sehen wir da irgendwas drin? Nee. Da sehen wir auch nichts. Okay. Bei Final Fantasy VII
Muss ich auch noch dazu sagen, da das ein Spiel ist, was ohne Sprachausgabe existiert. Das war damals halt noch so in der späten 90er. Werde ich alles vorlese und zwar uff pelzig. Mit Kreis kannst du in die Hocke gehen und dich wieder aufrichten. Da werde ich alles uff pelzig auch vorlese. Das wird für euch sehr interessant sein, denke ich. Speichert. Dann könnt ihr nämlich das Hochdeutsche lesen und könnt meine Pelzer Übersetzung dazu hören. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Hör und Hör hinein und hinaus zoomen. Okay. Ah, ich kann dann auf der Touchfläche noch over oder noch ohne Deuter. Okay. Zup. Da sehe ich jetzt noch nichts Großartiges. Da sehe ich auch noch nichts Großartiges. So. Im Nachtmodus brauchen wir es auch noch nicht. Okay, ich habe gedacht, du fliegt die Kiste. Das war aber auch nur ein Blatt. Großartig mit Inventar ist hier auch nicht bei Outlast, muss man auch mal dazu sagen. Das Maximalste, was wir finden, sind Akte. Und das war's eigentlich. Ach klar, soweit ich mich da richtig erinnere. Ah, ich muss einfach nur Draht hier. Ja, und ansonsten müssen wir immer nur darauf achten, dass wir Batterien finden. Die Musik ist jetzt schon extrem psycho. Drücke X, während du dich vorwärts bewegst, um über einen Abgrund zu springen. Okay, das macht er gut. Und jo. Ich hoffe auch, dass es drücke X, um nach oben zu springen. Drücke X, um zu klettern. Kreis, um mich fallen zu lassen. Okay. Na gut. Ja. Manometer. Ich mag es ja jetzt schon nicht. Aber ich habe mich selber drauf eingelost. Ich wollte einen scheiß Spieler, also nicht meckern. Wow. Okay, können wir da hochklettern? Wie es aussieht schon. Ich hoffe aber, dass es wie bei Resident Evil 7 nicht so der Fall ist, dass... Ja... Dass die Musik weggeht. Das war echt schlimm. Ich weiß ja nicht, woran es gelegt hat. Die PlayStation hat einfach die Musik nicht aufgenommen. Natürlich. Drücke R3, während du die Kamera bereithältst, um die Nachtsicht auf deinen Camcorder einzuschalten. Ach die Scheiße, es ist verdammt wenig, was man da sieht. Wir haben erst 12 Minuten rum. Ich probiere dann wahrscheinlich echt so oft wie möglich mit Gefasel mir hier Mut zu machen und die Zeit rumzukriegen. Mann, oh wieder, aber in dem Punkt bin ich wenigstens ehrlich zu euch, weil es hat mir schon beim Let's Play hier Schiss gemacht. Und es ist einfach eine ganz andere Hausnummer, das Ganze selber zu spielen. Das sind Bildschirme, die kaputt sind. Naja. Aufgerissen. Nachtsicht brauchen wir nicht mehr. Kamera brauchen wir erstmal nicht mehr. Ganz ohne Scheiß. Wenn ich das schon sehe, wenn ich das hier schon gesehen hätte, kann ich vergessen, ich wäre fort. Ich wäre sofort wieder weggegangen. Aha. Ach du Scheiße. Ach du heiliges Scheiße. Der sieht auch schon richtig wiecht aus, der Kerl. Der sieht ein bisschen aus wie der Jack Nicholson, oder? Der Jack Nicholson Priester, das sagt schon einiges hier über die Anstalt aus. Aber das ist ach so Standard gewesen früher. Ich glaube noch bis in die 90er und ich glaube, das wird auch heute noch ein bisschen praktiziert, aber nicht so heftig. Dass halt auch immer ein geistlicher... Scheiße, was war das? Oh Gott, das hat wie ein Wendigo geklungen. Aus Until Dawn. Dass Geistliche ach immer in solche Dinger dabei waren und auch zum Pflegepersonal gehört hätten. Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwie noch die Lautstärke ein bisschen runter krieg. Weil ich höre das richtig abartig laut auf meinem Headset. Und bin gerade so ein bisschen dabei, dass so ganz klein bisschen goldener Tropfer in meine Unterhose gerutscht ist. Ah, okay, so mache ich das ganz langsam.
Mann. Ich bin doch ein Arschloch, das ist das Spiel. Das ist auch noch freiwillig. Okay, einfach nur Hiebe Wege. Und so kann ich gucken. Ach du heilige Scheiße. Das hat jetzt schon so einen richtig urangenehmer Charakter, das Spiel. Überall auch noch Blut. Und das Spiel versteht es auch richtig, so eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich total unbehaglich fühlt. Hier ist noch eine Batterie. Benötigst du für das Infrarotlicht deines Camcorders, kannst die Batterien wechseln, indem du Dreieck drückst. Überall Passwort. Okay, do bleibe ich jetzt und hier verstecke ich mich. Scheiße. Und warum müssen die Idioten, jetzt mal ohne Witz, warum müssen die Idioten immer bei Nacht kommen? Da war irgendwas, was ich noch mit Viereck machen kann, oder? Ah, das war die Tür. Warum müssen die Idioten immer nachts kommen? Irgendwas bewegt sich hier auch ziemlich heftig. Teamwork. Gronk hat doch immer gesagt, der dicke Nachbar ist unterwegs. Oh Mann. Machen wir langsam auf. Wie es kommt der Fratzen oder sowas. Ich hasse Fratzen-Action. Das Telefon, den ich ganz gern wieder zurücklecke. Das ist sonst zu laut, finde ich. Der machen wir zu. Ja, genau. So machst du überhaupt nicht auf dich aufmerksam. Drücke Viereck, um Dokument zu lesen. Ja. Dokumente. Projekt Wallrider. Krankenbericht von William Hope. Mal wieder, ja, bla bla. Der Kopf muss ich jetzt auch noch durchlesen. Erste Patientenbefragung, 20.04.2009. Von Billy ist das die Akte. Alter des Patienten 19, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormon. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Enterozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phasen. Kann ich das jetzt nicht noch irgendwie weiter? Weil. Ah ja, hier. Einfach nur mit der Kreuztaste. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager. Nicht Traeger, Richard Trager. Ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff, Schlag mich tot, Wallrider, Mount Massive Corporation. Da 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 da. Ja. Uff. Da mich nochmal. Ja, mach's doch auf. Achso, das geht noch innen auf. Ich bin ja auch ein Dappes. Dass die auch nie die Türe ölen können, jetzt mal ohne Witz. Eben habe ich mich ein bisschen von meinem eigenen Schatten verschreckt. Ach, cool. So, gehen wir nicht rein. Gehen wir besser nicht rein. Und wenn du einer lauert, habe ich... Ja, mach's doch zu, verdammt! Entschuldigung. Oh, die Geräusche und die Musik, die machen es nicht besser mit dem ständigen Ba-ba-ba-ba. Und Mann, oh Meter, ist das eine heftige Ultrascheiße. Okay, du klettern wir mal durch. Ja, dann mach doch. Bevor der Extrem-Freako hier reinkommt. Da ist nix. Ich guck trotzdem mal. Ja, der macht ja auch Rabatz wie Sau, der Kerl. Ich will nicht auf einmal die Fratzen-Action hier vor mir haben. Okay. Oh oh.
hoppen la. War wohl echt besser, dass wir da weg sind. Scheiße. Oh, ihr liebe Leid. Ich bin jetzt schon arg gespannt wie Sau und bereue es jetzt schon, dass ich das spiele. Okay, da geht's nicht durch. Da kommt uns aber auch keiner hinterher erstmal. Da ist noch nix. Bibliothek. Dann sollte man da vielleicht reingehen. Oh! Gott! Im Himmel! Scheiße! Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Der hat auch keinen Kopf mehr. Okay, folgendes. Folgendes, wir machen hier nochmal wirklich runter. Das ist zu laut. Ich habe mich eben zu tot verschrocken. Ich habe mich echt zu tot verschrocken eben gerade. Ach du Scheiße, und das ist erst der Anfang. Das ist erst die erste Episode. Lauter Kopfloser. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da ist einer aufgespießt. Da hängt noch einer. Im nicht vorhandenen Kopf noch unter. Okay, das erste Mal zickt jetzt schon unseren Camcorder. Und, was ist da? Jede Menge Gedärme. Etliche abgetrennte Köpfe. Ein paar sogar geknebelt. Warum auch immer. Der teilweise entfleischt. Einer bärtig, geknebelt. Bärtig. Das sieht ein bisschen aus wie Schaufensterpuppeköpf. Geknebelt. Ist noch ganz glatt. Anscheinend auch alle Haare entfernt. Und da ist einer gepfählt worden. Wahrscheinlich durch die Berzel direkt rein. Okay, wir wechseln die Batterie. Ach du heilige Scheiße. Und ich pack das Ding jetzt weg, ihr liebe Leute. Ich muss hier einen Cut machen. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Episode von Let's Play Outlast auf Pelzig. Der erste Schock ist mal durchgestanden mit mir zusammen. Machen's gut, ihr liebe Leute. Bis morgen wieder. Eiern, höchst verstörter Yankee.